Also zwecks einen guten italienischen Flair brauchst du ja heutzutage nicht mehr auf Italien fahren. Einen guten Rotwein trinke ich in einer bayerischen Neubausiedlung, weil da schaut es auch ziemlich nach Italien aus. Kennt ihr den Schneiderhof drum auf der Leiten? Baut vor 300 Jahren, siehst man schon weiten. Prachtvoll und wunderschön steht er am Waldrand. 3 Generationen drin wohnen beieinander. Der Hof ist übergeben worden, letzten Winter war es soweit. Der Girgel freut jetzt noch, er wartet ja schon die ganze Zeit. Weil seine Gespuse, die Jacqueline, eine Stewardess vom Dorf daneben, die sagt schon lang, wenn ihm der Hof gehört, darf er ihr das Ja-Wort geben. Doch wär sie überglücklich, so erklärt sie lieb und zart über eine Modernisierung individueller Art. Sie hat sich inspirieren lassen, da wie es Italien war, ihr Wahl fällt auf das Fertighaus Toskana bei Jovar. Der Opa hat sich gar nichts gedacht auf seiner Ofenbing, wie der Girgel zu ihm sagt, ach ja, wir renovieren ein wenig. Doch wie den alten Stall ein Raupen über die überschiebt, da hätte er bald ein Herzkasperl auf seinen Bankerl gekriegt. Der ganze Hofer Baustelle, wie am Stachus geht's grad zu. Da kam ein Vierteljahr drauf, war am Hof wieder Ruhe. Ein kleines Stück Italien steht jetzt droben auf der Leiten. Dass da irgendwas nicht stimmt, das sagt der Blinder schon von Weitem. Eine purpurrote Villa mit Veranda steht jetzt da. Ein Miststad und ein Silo links und rechts sind nebendran. Ist das Runde da ein Pool mit weißen Marmor schick verziert? Na, das ist die Olke, die wird auch mit renoviert. Ja, die Oma interessiert's, warum das Kunststofffenster sind. Wo wir doch 15 Hektar Holz da hinterm Hof stehen haben. Ich hab wieder gehört, Jacqueline ist doch bei Greenpeace seit letztes Jahr. Das Holz, das wird für den Borkenkäfer braucht, den hungert auch. Wo früher mit Holzschal waren, schön aufgerichtet hinterm Haus, da steht ein Pelletsbunker aus Beton, ein Augenschmaus. Die schüttelt auch am Austragshaus, haben's Gott sei Dank noch immer. Solarzellen drauf, schot. Jetzt sagt man's nimmer. Zwecks der Geschichte mit dem Daumenkobi am Bab gewaltig stimmt. Doch die Fläche in der Mitte vom Hof, die braucht unbedingt ein Springbrunnen mit Egel drauf, so wird der Platz jetzt genutzt. 3-mal schon hat der Papa ihm beim Mist vom Flügel gestutzt. Ein Jahr ist jetzt schon vorbei, wie schnell die Zeit vergeht. Der Girgel sitzt auf seiner Bing und denkt, mei war ich blöd. Jacqueline, die ist schon lang davon, zwecks seinem anderen Typ. Italien ist out, sie ist auf dem Landhaustrip. Langt der kleines Vogel in einer neubauten Siedlung. Heckmorn zwar im Bayernland und schaut jetzt schön dumm. Warum in Süden fliehen, denkt's und schaut sie die Heisel an. Bei uns schaut's nicht anders aus. Ich bleib heuer da.
Danke.